Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute bin ich leider solo unterwegs. Der Schubs und ich haben leider keinen Termin gefunden, um den Podcast aufzunehmen. Da ich aber unbedingt die Woche noch eine Episode raushauen will, nehme ich heute mal einmal die Episode alleine auf. Ich hoffe, euch steht das nicht so fest. Ich weiss, der Schubs ist eigentlich der die guten Übergänge macht. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eher der nur so ein bisschen seinen Senf dazu gibt zu allem. Aber wir reden heute über den ganzen Rennablauf. Was ist in diesem Rennen genau passiert? Zudem rede ich noch ein bisschen über die ganzen Silly Season Themen bzw. über die Gerüchte, die momentan ein bisschen umgehen in der Formel 1. Und wir schauen noch ein bisschen Richtung Kanada, das Rennen, wo jetzt nach 2 Jahren Abwesenheit wieder zurückgefunden hat in den Rennkalender. Ich freue mich sehr auf den Grand Prix, das werdet ihr auch hören. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, dann legen wir los und wir fangen an beim Start in Aserbaidschan. Und dort hat es schon eigentlich einen Vorfall gegeben vor dem Rennstart. Und zwar war ein Mechaniker bei Williams zu lang auf der Strecke bzw. noch am Grid gsi. Es ist immer so, dass man ja aber die 5 Lichter hat. Die gehen dann nachher in einem Zeitintervall gehen die dann aus mittlerweile. Ich weiss jetzt genau den Zeitabschnitt nicht mehr auswendig. Ich glaube, die letzte Ampel brennt bei 30 oder 15 Sekunden und dort müssen spätestens alle Mechaniker weg sein, weil sonst könnte es eben eine Penalty geben und das ist dort bei Williams beim Latifi passiert. Dort ist ein Mechaniker zu lang auf der Strecke gestanden, alle anderen sind schon weg, nur noch er ist noch da vor dem Auto gestanden und dann hat das eine Strafe für den Latifi gegeben, nicht für das Team, sondern für den Fahrer selber. Und dann ist es aber dann losgegangen und der Leclerc ist ja auch von der Pole gestartet, hat aber dann nachher schon in Turn 1 seine Führung verloren. Der Sergio Perez auch mit einem guten Start und dank der Innenbahn hätte können vorbeiziehen. Wer auch wirklich einen sehr guten Start hatte, ist der Max Verstappen gewesen. Der hat ein bisschen abbremsen bzw. vom Gas gehen, weil der Leclerc vor ihm nicht so einen guten Start hatte, aber da hat der Perez und dann ist er so ein bisschen wie in einer Sackgasse inne und hat nicht können daran vorbeiziehen. Hat sich hinten dran einreihen und ist dann nachher auf P3 geblieben. Der Sainz war auf P4 gewesen, oder beziehungsweise auf P4 gestartet und ist P4 geblieben. Und es hat keinen Unfall gegeben. Das ist noch recht spannend gewesen. Normalerweise in Aserbaidschan gibt es so etwa die mal einen Klapp am Start. Das mal gar nicht. Und sonst ist eigentlich nicht wahnsinnig viel passiert am Start. Also sagen wir so, die Fahrer haben sich anständig verhalten. Und es ist wirklich super abgelaufen, das Ganze. Darum hat es dort auch keine größere Kollision gegeben oder irgendwie Strafen. Dann. Ja, der Perez hat sich dann auch ziemlich schnell ein bisschen abgesetzt vom Leclerc. Der Perez ist ja mit dem Medium-Reifen gestartet und hat eine gute Pace gehabt am Anfang des Rennen mit dem. Man hat aber auch dann relativ schnell gemerkt, nicht nur bei Red Bull, aber bei den anderen Teams, dass die Medium-Reifen nicht so langlebig ist, beziehungsweise recht schnell an Performance verliert und der Hard doch ein bisschen die bessere Option war. Aber dem Perez ist gleich gelungen, dort noch einen kleinen Abstand reinzufahren. Gesamthaft etwa 1,5 Sekunden sind es gewesen. Also ein gesunder Abstand, einmal genug ist es gewesen, dass er nicht im DRS-Fenster war, der Leclerc. Ja, da kommen wir schon mal zum ersten Schockmoment, kann man sagen, an dem Rennen in Aserbaidschan. Und zwar hat man dann onscreen plötzlich einen Bildwechsel gesehen, wie ein roter Ferrari im Notausgang steht. Und das war der Carlos Sainz gewesen. Der Carlos Sainz hat Brake-by-Wire-System, hat einen Fehler gehabt oder hat ein Problem gehabt. Es hat auch onscreen hat man dann auch recht gut gehört, dass etwas nicht so gut funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das hat dann nachher im Spanier gerade das Rennen gekostet. Er ist dann nachher schon ausgeschieden. Recht bitter für den Sainz. Klar ist er von der Pace her nicht dabei gewesen. Also er ist halt wirklich wieder nur auf P4 hinten nachgelungert. Jetzt nicht irgendwie vorne mitgefahren mit dem Leclerc und den beiden Red Bull. Von dem her, ja, bitter für ihn. Ich hätte gehofft, dass er ein paar Punkte holt. Das wäre gut gewesen für seine WM. Auch, dass er sich vielleicht dort auch noch mal einmischen konnte. Ja, ist leider nicht ausgegangen. Recht früh ausgefallen im Rennen. Knapp bei 20 Minuten ist er gefahren. Ja, da hat es eine gelbe Flagge gegeben und dann ist der Leclerc gerade in die Pits reingekommen.
Ist aber relativ lang gestanden. 5,4 Sekunden ist der Ferrari in der Pits gestanden. Also wirklich ein schlechter Boxenstopp, wenn wir denken, ja, ich meine, so Red Bull schafft es etwa so in 2,3, 2,5 plus minus. Ja, nicht ein optimaler Boxenstopp, zudem muss man noch sagen, es war ein relativ früher Boxenstopp gewesen. Das war in Runde 10 gewesen. Aber nicht nur der Leclerc war in der Pits gewesen, auch der Russell, Gasly, Hamilton, Vettel, Tsunoda und der Guan Yu Zhou sind reingekommen. Also auch die relativ früh schon in die Pits reingekommen. Dann etwa rund 10 Minuten später hat es wieder eine gelbe Flagge gegeben und die ist das mal vom Sebastian Vettel ausgelöst worden. Sehr schade, er war in einem Ocon und hat versucht, den Ocon zu überholen. Er hat dann noch später noch im Interview gesagt, ja, er hat nicht gewusst, wie der Ocon genau reagiert, wenn er möchte überholen, ob er im Platz lässt oder nicht. Und er sei eigentlich nur aus dem Grund ausgewichen in Notausgang und hat aber dann gerade einen schönen 180-Grad-Spin gemacht, also kann wieder gerade weiterfahren. Also wirklich noch gut gelöst vom Vettel, auch relativ zackig gelöst vom Vettel. Aber er hat schon gemeint, dass er eigentlich die Kurve bekommen hätte. Aber eben, weil er sich unsicher gefühlt hat, ist er ausgewichen. Ich denke auch, ist eigentlich eine gescheite Methode oder eine gescheite Variante, so nichts zu riskieren. Weil am Ende des Tages ist es ja gleich aufgegangen, dann noch mit den Punkten. Schauen wir nachher noch schnell an. Aber ich denke, wäre er drinnen geblieben, hätte es eventuell einen Klapp gegeben, wäre er vielleicht in die Bande reingekommen. Und das wäre besser gewesen für den Vettel bzw. auch für Aston Martin. Dann ein paar Runden später ist dann eine Szene gekommen, wo wieder mal ein bisschen mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen faden Beigeschmack hatte. Also es war die Situation, wo der Verstappen am Sergio Perez vorbeigezogen ist vor Turn 1 oder in Turn 1 rein. Dort hat auch dann nachher der Perez einen Funkspruch bekommen, no fighting, also bitte, also nicht kämpfen eigentlich, also kämpfen nicht um Position. Irgendwo durch verstehen ist es natürlich, man will nicht, dass man irgendwie sich beide ausnockt, vielleicht hat man da noch ein bisschen Flashbacks gehabt von Baku 2018 dürfte es sein mit Ricciardo und Verstappen, wer weiß. Ich finde es einfach ein bisschen schade, weil es hat ein bisschen die Spannung genommen vom Rennen und ja, es ist, ja, also ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn es ein bisschen ein Battle gegeben hätte, aber ich verstehe natürlich auch den Punkt vom Team her. Jedenfalls ist dann nachher der Verstappen an Perez vorbei, weil er halt einfach auch wirklich viel schneller war. Der Perez hat zwar wirklich ein starkes Wochenende auch gehabt, muss man an dieser Stelle sagen. Er hat auch ist auch mit viel Rückgewinn von Monaco noch mitgekommen, also der hat sich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt wieder im Auto. Der Verstappen hat auch in der Training und auch im Qualifying ein bisschen gestruggelt, muss man sagen. Hat jetzt nicht ganz die Pace gehabt oder nicht ganz die Geschwindigkeit gehabt wie der Sergio Perez, aber im Rennen hat er dann irgendwie den Spieß wieder umgekehrt und ist dann dort doch definitiv, oder würde ich schon sagen, also wirklich auch klar schneller gewesen als der Sergio Perez. So, dann kommen wir zu der nächsten Situation, wo ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Und zwar geht es um McLaren. Also es war so gewesen, dass ja der Daniel Ricciardo hinter dem Norris war. Der Ricciardo auf Hards, Norris auf Mediums und vorne dran der Alonso gewesen. Und der Ricciardo war offensichtlich schneller gewesen als der Norris. Hat auch einen Funk durchgelassen und hat gesagt so, hey, also nicht in dem Wortlaut, aber hat gesagt so, hey, darf ich am Norris vorbei? Weil ich bin ja offensichtlich schneller und ich könnte Alonso angreifen. Und dann ist ziemlich schnell auch der Funk zurückgekommen vom Team und hat gesagt, ja, nein. Der Norris muss dranbleiben, um einen Gap rauszufahren, um einen Undercut zu machen, dann nachher auf Alonso. Also das Ziel wäre eigentlich gewesen, dass man nach dem Boxenstopp vor dem Alonso ist und er soll hinten dranbleiben. Das habe ich nicht ganz verstanden, wieso dass man das macht, weil eben, man hat wirklich gesehen, hey, er ist schneller, man hätte ja auch können sagen, okay, schickt Ricciardo los. Wenn jetzt der Ricciardo es nicht schafft, kann man wieder zurück überholen, wie auch immer. Also man hätte da sicher eine Option gehabt. Es ist ja noch so gewesen, beim ersten VSC ist ja McLaren nicht reingekommen, man hat auch noch überlegt, man soll in die Pits reinkommen, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil man genau ins Getümmel reingekommen wäre und da ja der McLaren nicht so eine gute Pace hat, sage ich jetzt einmal, in einem anderen Auto, hat man sich dagegen entschieden. Weil eben das VSC vom Sainz, das ausgelöst wurde, hat man dort schon können in den Pits profitieren. Man hat sich aber dagegen entschieden. Ich denke, im Nachhinein war es wirklich eine gute Entscheidung vom Kommandostand von McLaren.
Aber ja, dort die Situation mit dem Daniel und mit dem Lando. Ich glaube, ich hätte Daniel vorgeschickt zum Probieren. Man hat ja eigentlich nichts verloren. Aber ja, McLaren hat sich dort halt eben, wie gesagt, anders entschieden. Danach ist wahrscheinlich das grösste Drama an diesem Wochenende passiert. Man hat den Leclerc gesehen mit einem rauchenden Auto. Also ein Haufen Rauch ist hinten am Motor rausgekommen, beziehungsweise hinten am Auto rausgekommen. Und man hat genau gewusst, es ist ein Motorschaden. Sehr, sehr bitter für den Monegasque. Wieder ein Ausfall auf technischer Seite. Man hat es in Spanien schon gehabt, in Monaco hat es mit den Pits nicht geklappt und jetzt das. Also ich weiss nicht, der Leclerc, ich glaube, der ist ziemlich frustriert momentan bei Ferrari. Das zehrt sehr an den Nerven und eben halt auch an der Motivation, um da, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass er gerade aufhört oder dass er weiterfährt, das definitiv nicht. Aber ich denke, irgendwo durch zehrt es schon ein bisschen an ihm und ich denke, er wird nicht mehr so, wie soll ich sagen, vielleicht nicht viel Hoffnungen haben wie im Titel. Ich denke, er glaubt da schon noch dran. Aber man merkt schon, Ferrari hat Probleme. Es war ja nicht nur Ferrari selber, der ja Probleme hatte. Es hat ja noch ein paar andere Ferrari Power Units gehabt, die ein bisschen gestreikt haben an diesem Wochenende. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber es ist, ja... Also der Leclerc tut mir so leid. Ich wünsche mir so sehr, dass es einen geilen WM-Kampf gibt zwischen Ferrari und Red Bull. Aber momentan ist es halt wirklich so, dass der Verstappen gut wegziehen kann, weil es halt jetzt schon der zweite DNF ist von Leclerc. Klar, Verstappen hat auch schon 2 DNFs gehabt, aber der Monaco Grand Prix war verschenkt für ihn. Imola hat er selber verschenkt noch. Also es ist echt bitter momentan für ihn und ich hoffe auch, dass Ferrari da irgendwie möglichst schnell noch Kurven bekommt, um da wieder viel und gute Punkte zu zahlen. Wer natürlich durch den Vorfall profitiert hat, ist bei Mercedes der George Russell. Der ist durch das auf P3 vorgerutscht. Und zum George Russell können wir gerade sagen, wie viel ist denn dort natürlich dann nicht mehr passiert. Er ist wieder ein absolut konstantes Rennen gefahren. Der Typ, der noch nie sich schlechter positioniert hat oder noch nie ein Rennen schlechter beendet hat als ein P5, ist jetzt wieder auf P3 gelandet. Das letzte Mal ist er ja auf P3 geflogen in Spanien, echt, wenn ich nicht falsch liege, Spanien. Aber Miami ist es sicher, glaube ich, auch gewesen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiss ich es gar nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, Spanien ist es gewesen. Ich könnte es gerne schon in Discord reinschreiben, wenn ich falsch liege. Aber der George Russell wieder mal ist mir wirklich super gefahren. Das Rennen muss man ihm einfach auch lassen. Ich denke, der hat momentan so ziemlich das Maximum aus dem Mercedes raus. Bei seinem Teamkollegen ist es weniger gut gelaufen. Der Hamilton hat ja schon Mitte Rennen sich beklagt, dass er Rückenweh hat oder Rückenweh bekommt. Der Grund dafür ist, er hat ein ein experimentales Auto gehabt, das sie ein bisschen etwas ausprobiert. Ganz einfach zum sagen. Sie hatten einen anderen Unterboden gehabt, sie hatten nochmal eine härtere Hinterachse drauf gehabt, um eben halt das Proporting oder eben das Hüpfen, Bouncing, wie auch immer, um das ein bisschen minimieren. Und ja, es hat nicht funktioniert. Das Auto ist gleich rumgekumpelt wie ein Wildhase auf dem Feld. Also das war eine Katastrophe gewesen. Und Hamilton hat noch dicken Rückenweh bekommen und ist so noch am Ende vom Tag Driver of the Day geworden, also für das gewotet wurde. Was ich dann wiederum aber nicht verstehe, ist, ich habe überall so oft gelesen, ja, man sieht einfach, was er für ein guter Schauspieler ist und alles drum und dran. Und ja, da muss ich halt einfach sagen, das sind halt einfach alles so, wahrscheinlich blöd gesagt, Red Bull-Fanboys oder schon irgendwelche anderen Team-Fanboys und einfach so richtige Hamilton-Haters. Also, ich glaube es nicht, dass er es gespielt hat. Also, er ist ja auch in den Interviews hat man gesehen, wie er sich immer an den Rücken gelenkt hat, wie er sich immer dehnt hat auch wieder. Und der Toto Wolff hat auch gesagt, ja, eben, wüsste noch nicht, ob er dann nachher in Kanada fährt. Mittlerweile ist es aber so, dass der Hamilton selber gesagt hat, er will wieder fahren in Kanada. Er hätte jetzt eine Physio und Akupunktur auch und das hätte schon recht viel geholfen. Aber ja, das ist schon echte Rückenschmerzen gewesen. Also das hat wirklich, wirklich nicht schön ausgesehen. Und ich denke auch, wenn ihr in so einem Auto würdet hocken, wo euch so umschleudert,
würde er auch Rückenwind bekommen. Und er hat auch ein paar Mal noch gesagt, auch gefunden, eben, er fliegt fast das Auto, weil es so extrem ist. Klar, wenn der Tank leichter wird, ist er nachher nicht mehr so extrem wie am Start mit einem vollen Tank, aber es ist gleich dann immer noch sehr, sehr hart. Und da stellt sich dann natürlich dann halt auch wieder die Frage, muss da die FIA eingreifen? In meinen Augen ja, sie müsste eingreifen. Da wäre es cool, wenn der Schübs dabei wäre. Ich wäre gespannt, was er dazu sagt, aber ich denke, er würde das auch etwas so sagen. Ich finde, ja, man muss eingreifen. Nicht zum Mercedes oder im Hamilton einen Vorteil zu verschaffen. Man muss auch an dieser Stelle sagen, es ist nicht nur Mercedes oder der Hamilton, der sich über das Bouncen beklagen. Es sind fast alle Teams. Wobei man muss auch wirklich sagen, dass Red Bull mit ihrem Unterboden das recht gut in den Griff bekommen hat. Aber überwiegend die meisten Teams beklagen sich über das Umhüpfen und dass sie sich nicht wohlfühlen und dass sie Schmerzen davon bekommen. Viele klagen mit Kopfweh. Der Russell hat ja schon mal gesagt, keine Kopfschmerzen von dem. Der Sainz hat ja auch schon in Frage gestellt, ob das gesund sei für den Mensch oder für den Fahrer an sich. Das Umgehopsen, ich bezweifle es sehr. Und in meinen Augen sollte die FIA eingreifen, weil schlussendlich ist die FIA ja zuständig für die Sicherheit für die Fahrer. Und wenn sich der Fahrer dabei, ja, ich sage jetzt nicht verletzen, aber ja, mal irgendwie schon verletzen oder hat sich einfach halt, durch das halt der Körper kaputt gemacht, weil es halt einfach nicht gesund ist. Und ich glaube, das ist einfach auch nicht gesund. Ich denke auch, Nas würde sagen, das ist nicht gesund. Müsste die FIA etwas machen, weil schlussendlich sind sie ja zuständig für Sicherheit. Und eben, ich sage jetzt das nicht, um da irgendwie, die Hoffnung haben, dass Mercedes irgendwie, weiß ich, bei der FIA kann irgendetwas einreichen, einen Protest oder so, dass man da irgendwie kurzfristig einen Rule Change macht oder so. Überhaupt nicht. Ich denke, Prio Nummer 1 ist schon, dass man das Umgehüpfen irgendwie in den Griff bekommt. Aber eben, ich muss schon sagen, man muss sich da schon die Frage stellen, macht das Sinn so, beziehungsweise macht das, was die FIA macht, Sinn? Oder für da, wo sie stehen, macht das Sinn? Ich hoffe, ich komme daraus, weil ich so viel Sinn gesagt habe. Aber man muss sich da schon ernsthaft Gedanken machen und sich fragen, ist das richtig oder ist es nicht richtig? Eben in meinen Augen nicht. Auch da kommt gerne in den Discord rein, in den Discord-Channel rein. Da findet ihr eigentlich bei allen Podcasts findet ihr einen Link, wenn ihr einfach auf den Unsafe Release draufgeht. Nicht auf die Episode, sondern eigentlich auf das Profil vom Unsafe Release. Dort hat es einen Link, kommt gerne rein, in den Discord rein und dann könnt ihr dort unter dem Hashtag Unsafe Release Podcast gerne eure Fragen auch reinstellen, wenn ihr eine Frage hättet, die wir sollen hier dann im Podcast beantworten. Oder eben halt, wenn ihr ein Thema habt, wo wir mal darüber diskutieren sollen. Das nehmen wir auch gerne auf. Oder eben, wenn ihr einfach eine Antwort möchtet geben zu diesem Podcast, schreibt es gerne rein. Würde uns sehr, sehr freuen. Dann gibt es einen weiteren Ausfall mit einem Ferrari-Motor, und zwar der Guanyu Zhou wieder mal einmal mehr mit einem technischen Defekt ausgefallen. Und das hat er auch recht scharf auch ein bisschen kritisiert in den Medien. Er hat gesagt, eben, ich kann nicht verstehen, wieso und warum das er jetzt schon wieder ausgefallen ist mit einem Motorproblem. Das ist jetzt schon das 3. Mal, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe. Es ist echt bitter für ihn, muss man ganz klar sagen. Der Typ hat wirklich sehr, sehr viel Pech und er ist wirklich wieder ein gutes Rennen gefahren. Er ist auch am Valtteri Bottas vorbeigegangen, hat auch am ganzen Wochenende, muss man sagen, fast schon ein bisschen die bessere Pace gehabt als der Bottas. Er ist wirklich sehr, sehr gut gefahren und nachher hat er wieder ein Motorproblem. Soviel ich weiß, ist es ein kinetisches Problem gewesen, also vom Elektromotor her. Also der Ferrari-Motor allgemein sehr, sehr unrund gelaufen an diesem Wochenende. Eben nachher auch später. Der Kevin Magnussen ist ausgerollt, auch mit einem Motorproblem. Dort ist auch Rauch rausgekommen. Und es ist schon krass, wenn wir überlegen, es sind 6 Ferrari-Motoren am Grid. Von 20 Fahrern sind also 6 Ferrari-Engines verbaut. Und von diesen 6 sind 2 ins Ziel gekommen. Zwar war das der Bottas und der Mick gewesen. Und das ist schon echt bitter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Autos, also beziehungsweise der Ferrari-Motor, nicht Schlag kommt mit den Vibrationen. Aserbaidschan bzw. Baku ist eine sehr, sehr unebene Strecke. Also vor allem die lange Gerade, die Autos sind dort so stark rumgekumpelt. Ich habe einfach das Gefühl, dass die starken Vibrationen dem Auto nicht gut getan haben. Und ich bin gespannt, wie das auf weiteren Stadtkurs bzw. halt auf Rennstrecken wird sein.
Man muss zwar ganz klar sagen, dass es auf einer Rennstrecke wahrscheinlich ein bisschen weniger stark wird sein als jetzt auf einem Stadtkurs, aber gleich, es ist kein gutes Zeichen für Ferrari bzw. für Ferrari-Motoren. Wenn wir bedenken, Anfang der Saison war es ja eigentlich mehr so gewesen, dass Red Bull-Motoren Probleme hatten. Jetzt mittlerweile haben sie das eigentlich sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Dafür ist jetzt Ferrari, wo ihre Zuverlässigkeitsprobleme haben, ja, das kostet dann einfach allen. Jedenfalls hat es nach dem Ausfall von Kevin Magnussen nochmal ein virtuelles Safety Car gegeben. Der Perez und der Russell sind dann nachher in die Box gegangen. Der Hamilton ist später auch nochmal reingekommen. Vettel ist aber zum Beispiel draussen geblieben. Nachdem das VSC wieder fertig war, ist der Danny Ricciardo auch nochmal in den Pits gewesen, oder beziehungsweise während dem VSC noch, und ist so am Norris noch vorbeigegangen. Und dann nachher hat es ein bisschen, wie soll ich sagen, auch wieder so ein bisschen eine komische Situation gegeben zwischen den beiden McLarens oder McLaren-Fahrern. Und zwar ist es dann so gewesen, der Ricciardo ist auf Mediums gegangen und der Norris ist auf den Hards gewesen. Und da der McLaren offensichtlich mit den Hards besser unterwegs war als mit den Mediums, ist der Norris langsam aber sicher an Ricciardo hergekommen. Und er hat den Norris gefunden, eben, kann ich vorbei, ich möchte Alonso angreifen, wie sieht es aus? Und dort war aber die Gap zwischen Norris und Ricciardo noch relativ gross gewesen. Und danach ist aber auch der Funk von McLaren, wo sie gesagt haben, sobald dann der Norris hinter dir ist, lass ihn vorbei, er will Alonso angreifen, wenn er es nicht schafft, kannst du wieder führen gehen. Ist eigentlich an und für sich okay, aber so, das haben wir ja gerade vorher schon ein bisschen davon gehabt, das ist auch eigentlich easy und finde ich auch fair. Und der Norris hat dann aber gleich ein bisschen gestruggelt gehabt. Der Norris auch das Wochenende, muss man sagen, nicht so extrem stark ausgesehen im Auto. Ricciardo war doch ein bisschen besser auch da gewesen. Also nicht besser als der Norris, aber er war da gewesen oder auch immer beim Teamkollegen gewesen, so wie es eigentlich auch sollte sein. Und dann nachher, ist der Norris einfach nicht zu ihm hergekommen, beziehungsweise gegen Schluss vom Rennen ist er dann doch bei ihm gewesen. Und dann ist der Funke gekommen, wir lassen es jetzt so, wir fahren so ins Ziel, wie es jetzt ist. Und danach hat der Norris schon gesagt, aber wieso? Vorher war es so strategisch gewesen, dass man ihn nicht vorbeigeschaut hat, Ricciardo. Jetzt geht es ja einfach um die Platzierung. Wieso nicht? Und der hat aber McLaren schon ziemlich schnell gesagt, hey, nein, wir bleiben jetzt so, wie wir sind. Wir gehen so ins Ziel hin und fertig. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle. Für das Team selber, sie haben ja so oder so gleich viele Punkte. Alonso wäre weggefahren, also ihn wäre es nicht mehr hergekommen. Für das Team selber spielt es keine Rolle. Für die Fahrerweltmeisterschaft, ja, der Norris hätte schon mehr Punkte und hätte dementsprechend schon sozusagen mehr Anrecht auf Punkte. Aber ich glaube, für den Ricciardo, für sein Ego, hat es schon gut da, dass er vor ihm ins Ziel gekommen ist. Der Norris hat zwar schon 2-3 Mal so angedeutet, hey, wenn ich möchte, könnte ich eigentlich an dir vorbei, aber ich darf nicht. Ja, ich denke, ein Beef untereinander war nicht rum gewesen, also während dieser Situation. Und ich denke auch nicht, dass sie sich jetzt irgendwie extrem verfeindet haben, obwohl das in den Medien dann nachher so übergekommen ist. Ich glaube, es hat einfach in dem Moment ist halt der Norris nicht so zufrieden mit der Strategie, wo man gegangen ist. Und das ist halt dann einfach ein Thema zwischen den Strategen und dem Fahrer und nicht der Fahrer gegen den Fahrer oder der Fahrer selber. Von dem her ist eigentlich noch okay. Also ich denke jetzt nicht, dass die zwei da voll den Beef haben. Überhaupt nicht. Später ist es dann noch recht spannend geworden. Und zwar, ich glaube, was ist es? 2 Runden, 3 Runden vor Schluss hat es plötzlich nochmal einen Funk gegeben vom Verstappen, wo es dann nachher geheißen hat, er hat irgendwie ein Problem mit dem Auto. Dort haben dann schon gedacht, jetzt, wenn der noch rausfliegt, das wäre ein komplettes Desaster. Aber der Verstappen ist dort dann wirklich auch sauber ins Ziel hineingefahren. Man hat dann nachher auch noch lustigerweise ihm noch einmal gefunkt, er darf das DRS nicht mehr öffnen. Weil bei Alpha Tauri hat es ein Problem gegeben. Und zwar der Yuki Tsunoda, der hat ein defektes DRS gehabt. Dort ist eine Klappe eigentlich aufgegangen und die andere war zu gewesen, hat dann auch die schwarz-orangige Flagge bekommen. Heisst, er hat einen mechanischen Defekt und muss in Pits das reparieren eigentlich. Oder hat es nicht aufgegeben, je nachdem, wie groß der Schaden ist. Man hat es dann gefixt mit Kleppband. Also das gute alte Panzertape hat da wieder mal ausgeholfen. Und leider für den Yuki Tsunoda hat das Rennen recht gekostet gehabt. Er ist dann wegen dem halt recht weit hintergedroppt, weil halt sein Boxenstopp dementsprechend lang war.
Besser gelaufen ist es aber für den Pierre Gasly. Er ist auf P5 ins Ziel gekommen. Also auch wirklich ein super Rennen gehabt. Man muss auch sagen, AlphaTauri das Wochenende hat sehr stark ausgesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Updates das sie mitgebracht haben. Sie haben sicher auch 2-3 Sachen gemacht noch. Aber das Auto hat wesentlich besser ausgesehen als auch schon. Und das freut mich vor allem für den Pierre Gasly und für den Yuki Tsunoda, weil die haben jetzt auch wirklich sehr, sehr schwierige Rennen gehabt Anfang der Saison. Und es ist schön, dass die auch jetzt mal ein bisschen vorgefahren sind, haben können auch vorne ein bisschen mitfahren und auch wirklich gute und wirklich auch dicke Punkte können mitnehmen. Für wen das ich mich auch noch sehr gefreut habe, ist der Sebastian Vettel. Der ist ja auf P6 ins Ziel gekommen. Absolut verdient, dass er auf P6 ins Ziel gekommen ist. Auch sehr, sehr stark gefahren. Und was man halt ein bisschen gesehen hat, ist, dass der Aston relativ zackig in der Kurve ist. Also um die Kurve geht er relativ gut, oder auch in Aserbaidschan. Auch auf der Geraden ist er nicht so eine Wahnsinnsrakete. Ich glaube, das liegt halt einfach dann mehr am Mercedes-Motor, nicht an der Aero oder so. Oder ja, mal vielleicht schon an der Aero. Vielleicht ist der Aston auch irgendwo durch ein bisschen ein Klotz im Wind. Aber man hat schon gesehen, dass das Auto eigentlich in der Kurve gut funktioniert. Und das macht mich optimistisch für Essen, beziehungsweise auch für den Vettel. Ich glaube, auch der Vettel ist sehr happy gewesen, oder hat es auch gesagt, dass er sehr happy ist. Und ich denke, es wäre cool, und ich wünsche mir das auch ein bisschen, dass der Vettel das nächste nochmal eine Saison fährt. Der Mike Crack, also der kann ich es gaxen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jetzt, wenn der Schübs rum wäre, könnte es mir gerade sagen. Jetzt fällt mir aber der Team Director, wenn ich es richtig gesagt habe, jetzt weiß ich es gar nicht, oder Team Principal oder keine Ahnung, einfach halt der Teamleader, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Er hat ja gesagt, er geht davon aus, dass der Sebastian Vettel das nächste Jahr nochmal mitfährt in der Formel 1. Aber mal schauen. Wissen wir natürlich noch nicht, wie sich das dort so dann wird noch entwickeln bei Aston. Aber das ist eigentlich schon mal grob gewesen vom Aserbaidschan Grand Prix. Das sind so die wichtigsten Sachen, die so ein bisschen passiert sind, sage ich jetzt einmal. Also wenn wir jetzt da nochmal kurz drin schauen, wie das Rennen jetzt zu Ende gegangen ist in Aserbaidschan. Wir haben hier den Verstappen, der auf P1 gelandet ist. Dann haben wir den Sergio Perez auf P2, den Russell auf P3, Lewis Hamilton auf P4, Pierre Gasly auf P5. Danach haben wir den Sebastian Vettel auf P6, Fernando Alonso auf P7, den Daniel Ricciardo auf P8, den Lando Norris auf P9 und der Esteban Ocon auf P10 hat den letzten Zähler mitgenommen. Der Valtteri Bottas auf P11, Alexander Albon im Williams auf P12, der Yuki Tsunoda, der eigentlich glaube ich auf P8 war, wenn ich es richtig im Kopf hatte, eben leider durch das DRS, wo defekt war, hinterher gedroppt auf P13, Mick Schumacher auf P14, Latifi auf P15. Der Lance Stroll ist auch noch gewertet worden mit P16. Die haben das Rennen aber aufgegeben, beziehungsweise haben es begründet mit einem technischen Fehler. Allerdings denke ich einfach, sie haben den Motor geschont. Er ist 46 Runden gefahren, den hat er aufgegeben. Ja, man darf aber ja nicht in der Formel 1 das Rennen aufgeben, wenn man sieht, okay, man fährt nicht die Punkte rein, das ist verboten. Darum gibt es etwa die mal, dass man dann einfach sagt, okay, ich habe einen technischen Fehler, ich gebe das Rennen auf, und der FIA geht da auch nicht gross nachforschen, weil das interessiert sie, blöd gesagt, dann eben auch gar nicht. Ja, eben die Ausfälle nochmal, dass wir das auch nochmal angesprochen haben. Carlos Sainz hat einen Defekt gehabt, Hydraulik steht jetzt da, also mit den Brake Bias. Kevin Magnussen, Defekt Power Unit, Guang Yu Zhou, Defekt steht jetzt auch Hydraulik. Es ist aber eben scheint die kinetische Energie vom Elektromotor, und der Charles Leclerc auch ein Defekt in der Power Unit. Ja, und wenn ich jetzt noch müsste einen Driver of the Day oder einen Driver of the Race nehmen, würde ich den Sebastian Vettel sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das Rennen war sehr, sehr überzeugend gewesen und er hat eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt und ist auch wirklich von allen Fahrern so, also der ein bisschen rausgestochen hat. Klar, auch Pierre Gasly ist sehr gut gefahren. Auch der Hamilton, der ja Driver of the Day wurde, hat es auch absolut verdient. Ist mit dem Auto, mit seinen Schmerzen wirklich auch gut vorgefahren. Und ja, also es hat wirklich so 2-3 Fahrer gehabt, die es auch verdient hätten. Allerdings muss ich sagen, hat für mich halt wirklich eigentlich nur der Vettel rausgestochen. Aber auch hier, ich könnte gerne euch einen Driver of the Race oder Driver of the Day
je nachdem, wie man es sagen will, bei uns in Discord reinschreiben. Also macht das gern. Würde mich wundern, wer ihr eher als ein Driver of the Race oder Driver of the Day seht. Also schreibt es gern in Discord rein. Ja, und was gibt es sonst noch für News aus der Formel 1 raus? Es kursieren momentan ein bisschen Gerüchte im Netz, dass der Oscar Piastri einen Vertrag unterschrieben hat bei Williams. Also das hat mittlerweile, also es hat eine Medien hat das ausgeschrieben gehabt und WTF 1 hat das auch noch einmal gepostet gehabt. Da weiß ich noch nicht, also also einerseits muss ich sagen, ich würde es cool finden, würde der Piastri in die Formel 1 hineinkommen, weil ich denke, er hat es absolut verdient. Das haben ja die Chips und ich schon in der Driver Prediction schon gesagt für 2023, also Silly Season, dass der das absolut verdient hätte. Ich würde es aber eher fühlen, wenn er zu Alpine gehen und nicht zu Williams, weil eben Schins hat ja eben dort den Vertrag unterschrieben und das sollte in den nächsten paar Wochen bekannt geben. Soll der Latifi übrigens ersetzen, nicht der Albon. Ich würde es aber schade finden, weil ich würde jetzt eher einen Nick de Vries bei Williams sehen und den Piastri eher bei Alpine. Weil der Nick de Vries muss man auch muss man wirklich auch dick loben, weil er ist kurzfristig ja bei den 24 Stunden von Le Mans eingesprungen. Das ist ja auch letztes Wochenende gewesen. Er ist dort bei der LMP2 gefahren und ist mit dem Team vom letzten Startplatz her in der LMP2-Klasse gestartet und ist auf P4 gefahren. Klar nicht er alleine, also eben, es sind natürlich bei 24 Stunden sind natürlich weitere Fahrer noch mitgefahren, aber gleich eine solide Leistung von ihm und ich hätte jetzt ihn eher oder lieber bei Williams gesehen, wie gesagt, als jetzt der Piastri. Ich denke, er wird bei Alpine halt besser reinpassen. Klar, er ist auch in der Driver Academy von Alpine, aber ja, ich denke, es wäre nicht richtig, wenn er bei Williams sein würde. Aber ja, wie gesagt, auch dort schreibt es gerne in Discord rein, was eure Meinung dazu ist. Dann, was auch noch ein bisschen für News gibt, ich weiss, das haben wir gar nicht gross erwähnt, das ist jetzt aber schon ein bisschen News, die ein bisschen länger draussen ist. Ich weiß aber nicht, ob sie überall schon angekommen ist bei euch, aber ich tue es jetzt gerne noch mal kurz erwähnen. Und zwar ist in der Schweiz ein Rennverbot aufgehoben worden, oder beziehungsweise ein Rundstreckenverbot ist aufgehoben worden. Das heisst, rein theoretisch dürfte man jetzt in der Schweiz wieder einen Formel 1 Grand Prix veranstalten. Jetzt hat man zwar das aufgehoben, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wird irgendwo eine Strecke gebaut oder nicht. Da sehe ich eher ein bisschen schwarz. Klar, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Ich würde mich freuen, bin ich ganz ehrlich, wenn so etwas stand in der Schweiz, also dass irgendwo eine Strecke gebaut wird, dass es irgendwo Investoren gibt, die sagen so, hey, komm, das machen wir jetzt, wir sehen da Potenzial, sei es finanziell oder halt einfach für den Spaß. Ich denke auch, dass es, wenn man jetzt halt die Strecke öffentlich zugänglich macht, dass es auch lukrativ ist, halt mit so Touristenfahrten, wie auch immer, dass man da auch wirklich ein bisschen Geld könnte damit verdienen. Aber eben, zum so eine Strecke bauen wird es auch wieder ein riesen Thema geben, beziehungsweise dann nachher werden da gewisse Parteien, sage ich jetzt mal, ein bisschen dagegen sein. Ich wäre voll dafür, also wenn es irgendwo irgendetwas soll geben, so eine Strecke oder was auch immer, ich würde da wirklich voll mit unterstützen. Vielleicht nicht gerade finanziell, wenn ich nicht den Batzen dazu habe, bin ich ganz ehrlich, aber halt einfach, dass es irgendwie zustande kommt. Ich würde mich da voll einsetzen dafür, weil ich finde einfach, es braucht es. Es ist halt rein, was so Motorsport-technisch anbelangt, halt einfach nicht mehr zeitgemäß, wie wir da das in der Schweiz handhaben. Ich denke mal, die erste Hürde haben wir genommen. Ich hoffe, dass wir auch die weiteren Hürden können erfolgreich nehmen können. Ja, und wenn wir ein bisschen Ausblick machen Richtung Kanada, in Montreal findet ja das nächste Rennen statt. Ja, bin ich gespannt drauf, wie es dort wird. Ich freue mich richtig drauf. Kanada ist, ich weiß nicht wieso, ist eine meiner Lieblingsstrecken, oder mit unter anderem eine meiner Lieblingsstrecken. Es ist eine schnelle Strecke, zählt sogar lustigerweise als Stadtkurs. Die Strecke wird ja eigentlich, wenn Formel 1 oder schon irgendwelche Rennserien nicht darauf fahren, als Sportpiste gebraucht. Also es gibt viele Leute, die joggen oder Velo fahren. Ist ja ursprünglich einmal gebaut worden, während der Olympiazeit auch dort in Kanada mal. Also eine sehr, sehr coole Strecke auch und ich freue mich richtig, dass wir jetzt wieder dorthin gehen. Zuerst waren wir ja dort 2019 und ich finde auch, das ist eine coole Strecke. Bis 2029 ist das Rennen noch dort.
Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, wie die neuen Autos dort funktionieren. Ich denke, weil es halt wirklich auch wieder so eine schnelle Strecke ist, könnten wir coole Battles haben. Überholmöglichkeiten sind definitiv da vor der Wall of Champion. Eine sehr, sehr bekannte Kurve oder Schikane besser gesagt. Könnte wirklich sehr, sehr spannend werden. Prediction da folgt wie immer dann auch auf TikTok. Dann. Ich freue mich schon richtig auf den Grand Prix-Rennen, wird dann nachher gegen den oben sein. Ich kann euch hier auch gerne noch schnell kurz Termine durchgeben, wenn das Ganze stattfindet. Und zwar am 17.06. ist dann nachher das erste Training auf die 8. am Abend und am 11. Uhr oben ist das zweite Training. Am 18.06. ist dann nachher das dritte Training am 7. Uhr am Abend und am 10. Uhr oben ist dann das Qualifying und der Rennstart ist zu oben am 8. Uhr dann. Also schreibt euch die Daten auf, beziehungsweise die Uhrzeiten. Das Rennen, wie gesagt, ist am Abend, nicht am Nachmittag. Und da hoffen wir, dass das dort, wie schon oft gesagt, ein spannender Grand Prix wird werden. Ja gut, und dann würde ich auch sagen, wäre es das gewesen mit dieser Episode vom Unsafe Release. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, obwohl das jetzt nur alleine war. Ich hoffe, ihr habt euch gleich unterhalten gefühlt. Ich weiss, es ist jetzt nicht so smooth und nicht so smooth Übergänge und alles. Und dafür ist eben eigentlich mehr so der Schubs zuständig. Ich bin da mehr eigentlich der, der so seine Meinung an mich reingoogelt. Aber wie schon angetönt oder schon im Intro auch gesagt, ich wollte unbedingt noch einen Podcast diese Woche aufladen, weil halt einfach doch am Aserbaidschan Grand Prix einige Sachen passiert sind. Und darum jetzt habe ich das Ganze solomäßig aufgenommen. Ich hoffe, dass in der nächsten Episode, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass in der nächsten Episode der Schubs auch wieder dabei wird sein. Und ja, eben wie gesagt, das wäre es mit der Episode vom Unsafe Release. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugelassen habt, dass ihr bis jetzt dabei sind. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.